Endlich können wir weitermachen an unserem aquarelligen Journal. So sollte das am Schluss aussehen. Irgendwie. Mit solchen lustigen Karten drinnen und Täschchen und was auch immer uns so in den Sinn kommt. Heute wäre der Buchrücken dran und die Signaturen möchte ich gerne drin tun. Für das habe ich mir da extra sättige Streifen von einem Leintuch gerissen und dann mit Aquarellfarbe ein bisschen angemalt. Und die sollten jetzt so aussen als Buchrücken herkommen. Und auch noch innen. Ich habe gedacht, wir wickeln sie gerade ganz einmal umwickeln. Ich finde, das sieht extrem cool aus, es passt super gut. Und ich kann euch dann gerade erklären, wie ich die Streifen hier eingefärbt habe. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, ich habe einfach von einem alten Leintuch so Streifen gerissen, habe die dann so ein bisschen so zusammengetan und irgend mit einer Farbe, vielleicht zum Beispiel mit dem Blau. So habe ich einfach so Töpfe gemacht. Und dann habe ich das wieder ein bisschen umgedreht, dort wo es noch weiss war. Alles wieder ein bisschen zusammengekrügelt und mit einer anderen Farbe drauf getöpfelt. So ist das entstanden, bis alles voll war. Natürlich mit ziemlich viel Wasser. Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen Gold. Glitzerig. So, und da habe ich einen Streifen, der ist ein bisschen heller geworden. Da ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen weniger Farbe auf einer Seite und auf der anderen Seite ist er ziemlich, es sieht fast so ein bisschen batikmässig aus. He? Und der sieht mehr so ein bisschen töpfelt aus. Mir gefallen eigentlich wirklich beide sehr gut. Und ja, ich würde sagen, lassen wir doch einfach mal los. Genau, ich habe mir hier auch eine Signatur parat gemacht schon. Es gibt nur eine. Es sind 8 Blätter, so ein Grün. Dann das ist irgendein, ja, es ist nicht ganz weiß, irgendein Elfenbein oder irgendwas Guckers. Und dann so ein gelbliches oder Ocker oder was das auch immer ist. So, alles im Wechsel ein bisschen drin. Und dann denke ich, passt doch das prima da rein. So, genau. Und als allererstes möchte ich noch schnell die Ecken runden, weil ich habe mich jetzt entschieden, die Kanten sollten eigentlich so bleiben, wie sie sind. Ich tue sie dann einfach ziemlich stark inken. Vielleicht mit dunkelblau oder grün oder ja, das sehe ich dann noch. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist hier, ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht, aber man hört es sicher, wenn ich da so drüber fahre. Das ist, weil das aus einem Block war, aus so einem Aquarellblock, wo es so, wie sagt man, es hat so eine Abrisskante gehabt. Es war nicht geleimt. Ja, dann haben wir das dort rausgerissen und jetzt hat das da so ist das da so geriffelt, oder wie sagt man dem? Und das werde ich jetzt auf jeden Fall noch abschneiden. Das machen wir doch einfach jetzt noch schnell. Irgendwo das Messer finden. So. Voilà, das brauchen wir definitiv nicht. So, und der Rest ist sonst eigentlich gut. Ja, das können wir sonst einfach den inken. Da ist mir irgendetwas ein bisschen verzählig. Mal schauen, ob man so abschneiden kann. Von dieser Collage. So, jetzt ist es weg. Und dann runden wir einmal die Käntchen, die Eckchen.
Das geht doch prima mit der Schere. So, voilà. Gut. Soll es jetzt schon inken? Ich glaube, wir inken es schon mal. Wir machen das mal. Ich nehme mir also ein Chipped Sapphire. Dunkelblau, würde ich jetzt dann sagen. Einfach so. Oh ja. Und dann gehen wir doch hier einmal rundherum. So, doch, das gefällt mir. Das sieht gut aus. Und jetzt nehme ich den. Ups. Jetzt nehme ich mir da einfach mal ein Stöpfchen. Ich nehme jetzt, glaube ich, mal das Breite. Und soll ich auch jetzt das nehmen, was ein bisschen weniger fest angemalt ist. Weil das ja auch sehr fein ist. Oder ist es dunkler besser? Nein, das muss schon dunkel sein. He? Das da nehmen wir. Genau. So. So. Einmal rundherum und dann muss ich sie dann noch überlappen. Das da muss ich dann noch abschneiden. Also schneiden wir jetzt einfach hier mal so unendlich gerade ab. Wenn wir noch ein bisschen ausfranseln. Vielleicht. Wenn wir können wir. So. Ein bisschen einmal. Da müssen wir die noch wegnehmen. Und auf dieser Seite hat es auch noch. So, sehr gut. So, dann schneiden wir das dann ab. So. Gut. Jetzt ist das auch ein bisschen mehr gefärbt dran. Also ja, dunkt es mir. Dann möchte ich gerne das aussen haben. Und das innen. So. Eine Frage, die sich auch noch stellt, ist, ich habe ja das, wo es noch feucht war, vom Kleben, habe ich das schon zum Ausprobieren so ein bisschen gefaltet. Und habe es dann extra so ein bisschen so gemacht, dass das schon ein bisschen die Form hat. Und da ist es auch mir wirklich gut gelungen. Das ist ja sehr rund geworden, ohne irgendwie zu knicken. Aber auf dieser Seite nicht. Da hat es schon so einige so Knick gegeben, die nicht so hübsch aussehen. Die Frage ist jetzt einfach, soll ich das wirklich voll falten? Oder soll ich das so ein bisschen rund lassen? Sieht man das auch immer noch so fest, wenn das Stöpfchen dran ist? Oder sieht man es ein bisschen weniger? Oder soll ich es einfach mit dem Scoreboard, ich könnte es auch einfach zweimal falten mit dem Scoreboard, dann hat die Bauchrücken. Ich glaube, ich mache das, weil das ist wirklich da nicht so schön. Und dann nehmen wir doch gerade die zwei.
So, so. So. So, mal schauen, ob das etwas wird. Ui. Nicht schlecht. Nicht allzu schlecht. Genau. So. Ja. Ja, wie finde ich das? Jetzt finde ich das mir nicht gut. Jetzt finde ich das nicht gut. Außer so, also ein Täschchen. Nein. Das ist blöd. Ich weiß es nicht. Aber es sieht richtig schön aus. Ja, das kann man ja dann immer noch. Jetzt brauchen wir zuerst mal das hier. Das haben wir ja schon schön zugeschnitten. So. So und so. Ist das gut? Machen wir so. Also ich muss Leim haben, von da bis da, von da bis da. Seht ihr das auch so? Ich habe keine Ahnung. So. Leim drauf und vielleicht noch ein bisschen anschmieren. Habe ich da noch so ein Leimschmieri da? So. So. Wieso ist das jetzt auf der Unterlage? Am Schluss klebe ich es noch auf der Unterlage. Das habe ich noch nicht geschaut. So. So, jetzt mache ich hier auch noch 2 Linien, damit ich hier etwa weiss, bis woher dass ich muss leimen, dass das nicht allzu weit rausgeht, der Leim. So. Ich finde das gut. Oh. Keine Ahnung, was ist das? Weiß auch nicht. So, und dann
hätte jetzt stattdessen abschneiden können. Ja, jetzt ist es eben so, wie es ist. So. So, ich glaube, ich muss es jetzt aber gerade wieder falten, sonst geht das vielleicht nicht so gut. So. Oh, so cool. Ach, ich finde es mega schön. Es gefällt mir super gut. Da vielleicht noch ein bisschen mehr Leim. So. Sehr schön. Sehr schön. Da haben wir wieder mal nicht ganz so gut ausgemessen. Aber hey, ich würde sagen, hang gleich mal Pi, oder? Dann muss das so aussehen. So, jetzt haben wir auch einfach eine Signatur. Und das finde ich okay. Eben, es sind 8 Blätter. Ich glaube, ich schneide das da vorne. Soll ich das noch schneiden? Soll ich? Dass das nicht so ein Stecken ist. Da. Also, komm, wir schneiden es noch schnell. Wir schneiden es doch noch schnell. Wir haben ja schon nichts zu tun. Schneiden wir das halt. So. So. Ja, okay. Es macht ein bisschen eine bessere Falle so, hä? Ja, ja. Ja, das ist doch gut. Prima. Jetzt müssen wir da schon noch das da irgendwie können, dann am richtigen Ort. Da, da, da. So, nachher ein bisschen über die Mitte. Da und da. Und unten wieder etwas und etwas. Jetzt machen wir einfach mal die Löcher. So. Bis fast ganz auf die Unterlage. So. Und da. Jetzt mache ich das mal so. Oh, das ist ja schön in die Mitte gekommen. Ganz von dieser Seite noch einmal durchpieksen. Das ist auch schön in der Mitte. Da sieht man es nämlich viel besser. Und das ist nicht ganz in der Mitte. Auch nicht fast. Okay, ich kann damit leben. Ich kann damit leben. So, jetzt ist die Frage, ob ich das schaffe, das so auszubreiten. So, jawohl. Da ist es auch mehr oder minder gut. Das sieht jetzt aber nicht schlecht aus. Ich
mache jetzt glaube ich noch ein bisschen Klammern dran, damit mir auch nicht alles verrutscht. Wäre jetzt vielleicht von Anfang an eine gute Idee gewesen. Gut. Weg. Und jetzt habe ich das als herziges Schnürli. Das ist zwar kein gewachstes Schnürli, aber das ist so ein synthetisches. Das ist auch sehr rutschig. Ich habe gerade das Berry gemacht. Das wäre nämlich noch relativ schön zusammengelegt gewesen. Vorher irgendwann mal. So. Und weil das so rosa ist, habe ich gefunden, das würde doch jetzt gerade noch gut passen. So. Ich weiss noch nicht, ob ich das gut knüpfen kann. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich den irgendwie das zusammenschmürzeln oder so. So, also. Habe ich alles den richtigen Weg um. Da ist oben, da ist oben. Das sieht alles nicht schlecht aus. Fangen wir in der Mitte an. Das ist jetzt ein kleiner fetter Knopf da. Oh man. So, also bis jetzt sieht es nicht so aus, als würde es sich lösen. Von allein. Und ja, es denke mir jetzt nicht, dass es speziell stört, dass jetzt der so dick ist. Nein, nein. Ich glaube, das ist gut. So. Und so. Und so. Wie wir das machen, das weiss ich jetzt also noch nicht. Aber so sieht doch das schon mal super aus. Gefällt mir sehr gut. Voilà. Da passen doch die hervorragend rein. Ich würde sagen, beim nächsten Mal, ich habe ja ganz viel von diesen Kärtchen zugeschnitten, so ein paar Täschchen und so weiter. Können wir ein paar raussuchen, die sich gut als Täschchen eignen würden. Und dann können wir da mal ein paar Täschchen reinkleben. Denke ich. Oder so. Ja, hey, dann geht es dann schon ans Dekorieren. Und dann müssen wir noch ein paar von diesen Kärtchen machen, die wir dann reinstecken können und so. Oh ja, ich freue mich schon mega, die ganzen Männchen hier zu brauchen. Und meine schöne Deko. Und dann schauen wir doch nächstes Mal, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.